Steiermark, da bin ich her. Grüß dich zurück zu Generation Zero. Im letzten Video, was heute erschien, dieses 20 Minuten Video, wurde alles erklärt. Meinerseits, ich habe euch gezeigt, was die Entwickler vorhaben. Ich habe gezeigt und gesagt, ich werde dieses Spiel weiterhin im Fokus behalten, werde dranbleiben. Es ist etwas Spezielles. Dieses kleine Spiel hat sich ein bisschen in mein Herz etwaig erobert, weil es einfach genau die richtige Dosis von allen hat. Sagen wir es jetzt einmal so. Und was will ich jetzt da mit diesem Video bewirken, oder was will ich damit sagen? Ich werde mit dir, wenn du sie noch nicht kennst oder noch nicht fertig gespielt hast und wenn du Interesse drauf hast, ich habe Interesse, weil es einfach noch einmal erleben will. Die Hauptgeschichte. Und zwar, ich habe die Xbox-Version. Komplett mit allem drum und dran und hin und her. Und ich werde in Kürze dann damit beginnen, die Geschichte nochmal von vorne zu beginnen. Ich weiß ja mittlerweile, auf was ich mich einlasse, ich weiß, wo ich hin muss, hin und her und bla bla bla. Also wenn es Story-Elemente gibt, brauche ich sie mir nur schnappen, aufnehmen, fertig. Und dieses dann irgendwann einmal ein bisschen zusammenfügen, das Ganze, so dass es halt passend ist zum Zeitraum der Ereignisse. Das eigentliche Fundament der Geschichte hast du ja gerade vorhin im Intro gesehen. Das ist jetzt das neue Intro, was du jetzt auf der Xbox hast, wenn du dieses Spiel kaufst. Die eigentliche Prämisse oder das eigentliche Grundfundament des Spiels, was die Geschichte angeht, ist in den ersten Stunden relativ zäh. Relativ zäh und eher langweilig, weil man einfach nicht weiß, wo die Geschichte hinkommt. Man kennt es ja nur durch Tonbänder, durch irgendwelche Zeitungsberichte, was du halt so findest in der Welt. Und als ich persönlich letztes Jahr im November angefangen habe, das Spiel zu spielen und mich auf die Story konzentriert habe, kam es nach den ersten Stunden, ich glaube sogar noch in der Scherengartenregion, zu einem kleinen Story-Twist. Oder zu einem Ereignis, nennen wir es anders, zu einem Ereignis, das eigentlich nur ein einziges Mal im Spiel erwähnt worden ist. Bis zur vorletzten oder vorvorletzten Mission. Dann wird das Thema nochmal kurz aufdröselt. Und zwar, es gab am Tag der Katastrophe gab es nicht nur den Alarm, der den Angriff der Maschinen gezeigt hat, sondern auch einen zweiten Alarm. Und da bin ich dann neugierig geworden. Da haben wir gedacht, wieso ein zweiter Alarm? Warum? Wieso? Und da bin ich dann neugierig geworden. Da haben wir gedacht, jetzt will ich die Geschichte komplett sehen. Jetzt will ich wissen, was da passiert ist.
Die Geschichte ist ein Wahnsinn. Das ist im Prinzip jetzt für mich persönlich, weil mich einfach das Thema dahinter interessiert hat im Laufe des Spielens. Es ist für mich persönlich seit langem wieder eine der besten Geschichten, die ich so erleben durfte in einem Videospiel. Ich werde sie dir zeigen. Wir werden alles aufdröseln und wir werden auch ins Dings marschieren. Die Geschichte geht nämlich ins FNEX Update und ins Alpine Unrest DLC. Es ist irgendwie ganz eigen verwoben, das Ganze. Ist relativ interessant zum Lesen, zum Hören und zum Anschauen, was du halt dort findest und hin und her. Ich habe jetzt erst vor kurzem das Achievement bekommen, The Final Countdown. Also die Hauptmissionen alle abgeschlossen. Mir fehlte bis zu diesem Punkt ein einziges Puzzleteil. Ja. Und in der vorletzten Hauptmission, ich glaube, das muss eine von der... die vorletzte Hauptmission ist es. Genau in dieser wird erklärt, was am Tag der Katastrophe geschehen ist. Und wo dann der Angriff stattgefunden hat. Und genau deswegen ist diese Geschichte so interessant. Ich hoffe, du bist dabei. Ich hoffe, die zieht's nicht schon an. Mich persönlich zieht's nicht an, weil mir das Spiel irgendwo fasziniert. Seit geraumer Zeit wieder mein Spiel. Darum komme ich auch nicht weg davon. Gut. Wie gesagt, Generation Zero, noch ein Kapitel. Wir werden die komplette Geschichte ganz von vorne bis zum Schluss nochmal aufdröseln und uns die Ereignisse anschauen. Schönen Abend noch, guten Start in die Wochen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Baba!